Skaten, Leute. Es ist wahrscheinlich mein letzter Vlog, vielleicht auch sogar meine letzte Session in diesem Jahr. Bin jetzt erstmal auf dem Weg zur Bank, muss noch mal ein bisschen Geld einzahlen, um Rechnungen zu bezahlen, ist Ende des Monats. Und dann geht's ab zum Aria. Und dann chillt der Fabian auch schon. Olam! Skaten! Richtiges Cabrio-Wetter, Leute. Aber wir cruisen hier im Rolli rum. Toyota. Rolls-Royce. Nächstes Jahr, also im Januar oder so, kümmere ich mich um den GL, Leute. Versprochen. Als ich die Vlogs im Oktober gestartet habe, hatte ich mir eigentlich so erhofft, dass ich bei 6.000 Abos lande am Ende des Jahres. Fand aber, dass das total unrealistisch ist und dass das niemals machbar ist und so. Und wir waren irgendwie bei 5.150 oder weniger sogar Abos. Sieht so aus, als würden wir es doch noch schaffen, Leute. Es fehlen nur noch irgendwie 35 Leute oder so. Ja, vielleicht schaffen wir es heute sogar noch. Ab zum Poker Room. Hab richtig Bock heute. Gestern nicht so gute Online-Session gehabt. Hab in Turnieren einmal 190 oder 150 irgendwie sowas gecasht, aber sonst dann eigentlich nur aufs Maul bekommen. Also die 150 haben auch nicht gereicht. In Turnieren richtig aufs Maul bekommen und im Cash Game auch aufs Maul bekommen. Insgesamt irgendwie $900 down. Aber ja, jetzt holen wir live jetzt wieder rein. Kurze Pause, Leute, knapp $200 plus. Bin aber noch nicht so lange in der Session, ich glaube 1,5 Stunden oder so. War aber schon mal all in. Direkt in den ersten 10 Minuten oder so. Hat ein bisschen Agro-Image, weil ich 2 Hände hintereinander gespielt habe und dann bekomme ich irgendwie innerhalb von den ersten 10 Minuten oder so Ass-König dann. Cut-Off opened auf 20, ich raise auf 60, sie snap auf 225. Und ich gehe all in für 1000. Sie hat ein bisschen weniger. Und die taggt ein bisschen und foldet dann. 225 kann man auch easy callen in Position und sich mal einen Flop anschauen und dann evaluaten. Aber ich verpasse im Moment die letzten paar Monate einfach jede Hand mit Ass-König. Also jedes Mal, wenn ich Ass-König auch alle 3-Bet, 4-Bet-Pötte und so weiter, habe ich keinen Bock mehr drauf. Einfach all in Preflop und dann den Händen der Pokergötter überlassen. Was passiert. Auf jeden Fall foldet sie und gewinnt da irgendwie 200 noch was. Dann habe ich eine kleine Hand mit Damen einmal verloren. Da kommt Flush und One Card Straight an und er bettet am River nochmal 250 und ich folde. Das ist aber Jack High Board. Da sind aber viele, da sind auf jeden Fall viele Two-Pair und Sets und Straights und Flushes und also was möglich. Also ich block zwar die Nutzstraße, aber habe die Hand einfach mal gefoldet. Mein Tisch ist ziemlich gut. Es laufen, glaube ich, mittlerweile 5 Tische. Gucken, was passiert. Schon tilt, als hat doch gar nicht angefangen. Verarschen hier oder was, Alter? Bei dir? King, Queen, Hands. Ah, once or twice. Good luck, good luck. Wait, once or twice. Wait. Once or twice. Twice. Nice. Okay. Pillow, you get 3 cards at the flop. Twice. 2 times. She's cool. One, she's cool. Second. Great. It's just cool. Oh, sure. And the second one. Hey! No, I don't want to win, I swear. Nice. And the winner! Yep. No, you probably scoop close, right? Nein. Ich zeig mir gerade unnötigerweise nass. Ich habe auch eins. Und der ist wieder all in für 300 noch was. Sie hat Ass X. 381. 381. Hey! Wait, I need $5. Still me playing, right? Sweetie! 20. Jetzt steht er gerade auf. But he said, I'm gonna call my second friend maybe. Fun. Da ist er wieder. Donate. War nur in einer Hand spazieren, wo ich Ass Dame hatte. Es geht, Leute. Da setzt sich eben ein Whale an den Tisch
ohne Geld, der sagt direkt 500 behind, aber hat kein Geld. Und schickt seine Freundin irgendwie über Zelle Geld, das ist, ja, keine Ahnung, irgendwie so Online-Transfer. Und die ist dann nochmal losgezogen, hat dem irgendwie 500 geholt. Und ohne, die Hände sind gerade noch gedealt, also ohne irgendwie, es war nicht mal sein Turn, ist er schon all-in gewesen. Alle folden und er dreht 10-3 Offsuit um. Der war total besoffen und ja, der war schon, war klar, dass er auf Action aus ist. Und zweite Hand, wieder dasselbe, die Karten fliegen rum und ist noch nicht mal sein Turn und er sagt schon all-in. Ich gucke in meine Karten rein und habe Buben und ja, ich call und gegen mich hat er Könige. Verliere da also 505 $ in einer Hand. Ja, der ist dann ab da einfach jede Hand all-in. Also der ist direkt die nächste Hand direkt wieder all-in gewesen und hat dann einen Tausender an jemand anders verloren. Hat dann nochmal jemand anders Sell geschickt am Tisch und er hat ihm dann Cash gegeben und das dann auch verloren. Das ist dann 2-3 Mal so hin und her gegangen und ja, der hat 2-3 Leute aufgedoppelt. Mich hat er gebumst. Wollten wir einen Snack holen, aber die Stange ist viel zu lang. Nothing. Easy money, easy money. Come on, call it. Session mit einem Minus von 1540 $ beendet. Ging wieder mal überhaupt nichts, Leute. Es war mir wieder so ein Tag, ey. Die Königehand habe ich, glaube ich, erzählt, wo ich da gegen den Whale da einfach seine Könige runne. Dann habe ich 3-mal, glaube ich, Flush gemacht. Einmal Nut Flush und jedes Mal gegen so richtige unnötige Hände verloren. So 8-4 macht er Full House damit. Da waren heute so viele Bananenhände dabei. Da habe ich einmal einen Flush gemacht und sind wir auch zu dritt. Small Blind fällt die ganze Zeit an, die fängt Flop an zu donken und bettet Turn und River mache ich mal einen Flush. Die bettet halt Flop, Turn, River. River bettet so nochmal 150 $. Ich calle und da ist aber noch ein Dritter in der Hand. Und der hat, ich habe 9 Hochfleisch, der hat Bube Hochfleisch. Und sie hat gar nichts. Sie hat irgendwie voll Bluff und versucht da einfach einen Plot klar zu machen. Und ja, das hat mich halt einfach alles immer irgendwie unnötig gekostet. Aber ja, der Whale, der am Tisch war mit den Königen, der da gegen mich, die Könige gegen mich hatte, der hat nochmal eine lustige Hand gespielt. Und zwar opened eine Asiatin 5 $, beziehungsweise die limpt 5 $ under the gun. Und unser Whale hier bettet 125 $ und dreht dabei seine Karten um. Er hat Dame 2 Offsuit und das sind 125 $ von ihm im Pot und seine Karten sind auch umgedreht. Und sie überlegt und meint, ja gut, ich habe keine Angst und callt dann die 125 $. Flop kommt irgendwie 9, 2, noch was und sie hat mit 9 hochgecallt, Preflop, und trifft dann die 9 und kriegt dann, Flop geht halt alles rein natürlich, der trifft die 2, ist für den wie Nuts und ja, sie doppelt dann auf. Was geht denn, Leute? Das ist der nächste Tag, der 31. Und wie ihr vielleicht an meiner Stimme hören könnt, bin ich schon wieder krank. Es fing mal bei meiner Frau an, irgendwie vor ein paar Tagen, dann die Kinder und jetzt ich. Habe aber nach der Katastrophensession gestern, heute Morgen nochmal eine Session gespielt. Bin ziemlich früh los und habe meine Kamera aber diesmal zu Hause gelassen. Das war die erste Session seit Oktober, wo ich mal losgezogen bin, ohne Kamera und so. Und einfach mal gegönnt habe. Aber man muss sagen, war voll die frustrierende Session. Also es hat nichts geklappt. Wieder mal irgendwie Asse, dann Perzischboard und One Card Straight und keine Ahnung. Also jede Hand, die ich gespielt habe, ist entweder kaputt gegangen oder musste aufgeben oder hat das aber auch jedes Mal. Sind aber insgesamt nur 260 $ down für heute. Also ging noch. Ich war erstmal 600 plus, dann irgendwie 200 minus wieder, dann wieder 500 plus und dann
Am Ende, da musste ich so kurz vor 5 abhauen. 266, irgend sowas da. Dezember war Katastrophe, wir haben den ganzen Monat für nichts gespielt, plus minus 0, hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Also am Anfang war eigentlich ziemlich gut, wir waren über $3.000 plus und da ging dann irgendwie gar nichts mehr, Graph geht steil nach unten und ab da waren wir irgendwie nur noch auf Survival Mode und so ein Break-Even-Stretch. Aber ja, ab morgen, Januar, neues Jahr, neues Glück, 100k Challenge. Ich habe das jetzt 100k Challenge genannt, damit wir das auf Social Media schön bewerben können und so weiter. Aber so wirklich ist die Challenge einfach versuchen, viel mehr Volume reinzukriegen, live sowohl online und vor allem auch mehr studien. Ich muss unbedingt besser werden, wenn ich online aufsteigen möchte. Da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel Spielraum noch. Also ich kann auf jeden Fall noch viel dazu lernen. Wie gesagt, für mich die Challenge sieht halt so aus, dass ich eigentlich an allen Punkten besser werden muss. Ich muss eine bessere Ernährung, mehr Sport machen, ich muss mehr studien und vor allem viel, viel mehr Volume reinkriegen. Ist natürlich nicht immer einfach mit Family und Kindern und so weiter, aber es gab auch schon mal hier und da ein paar Tage, wo ich ein bisschen faul war wo ich hätte vielleicht trainieren können und stattdessen einfach schnell losgefahren bin, um die Session zu starten, oder an einem Tag, wo halt einfach die Games nicht gut sind online, hätte ich vielleicht studien können und dafür dann irgendwie Counter-Strike gespielt. Und ja, ich muss alles ein bisschen besser organisieren, optimieren und planen, und das ist so die Challenge im nächsten Jahr. So Leute, jetzt wieder mal ein Poker Bankroll Tracker Giveaway für euch. Wir haben noch ein paar übrig und im nächsten Video gibt es wieder einen Gewinner. Also fleißig eure Usernamen unter diesem Video hier kommentieren und ja, ich gebe den Gewinner im nächsten Video wieder bekannt. Wir haben außerdem gestern noch die 6000er Marke geknackt. Ich wollte das am Tisch noch filmen, aber ich habe das dann irgendwann, als ich aufgestanden bin, dann total vergessen, und als ich zu Hause angekommen bin, waren wir schon über 6000 und mittlerweile bei 6030, glaube ich. Also es geht gerade mega schnell und es macht mega Spaß auch. Ich wollte mich hiermit auf jeden Fall nochmal für eure unglaubliche Unterstützung dieses Jahr bedanken. Ich wünsche euch und euren Liebsten ein frohes neues Jahr voller Glück, Gesundheit und Erfolg. Auf ein starkes 2025, Leute.